miteinander in den Bibeltext einsteigen, vom Apostelgeschichte 16, 1-10. Und wenn du deine Bibel da hast, nimm sie doch vor. Wir gehen heute Text für Text durch und schauen, was uns dort in der Bibel sagt. Am Anfang wollen wir einfach mal miteinander den Text lesen und das so auf uns wirken lassen und nachher dann das miteinander auseinandernehmen. Genau. Und zwar lesen wir in der Apostelgeschichte 16, Vers 1-10. Er kam auch nach Derbe und nach Lystra. Dort traf er Timotheus, einen Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus war bei den Gläubigen in Lystra und Ikonien hoch angesehen. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seiner Reise begleitete. Mit Rücksicht auf die Juden in dieser Region ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dann zogen sie von Ort zu Ort und erklärten den Menschen, was die Apostel und Ältesten in Jerusalem im Blick auf die Gebote für die Nichtjuden beschlossen hatten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Also wir haben die letzten paar Mal von Philemon gehört, wie die gute Nachricht von der Bibel von Europa gekommen ist. Und wie es überhaupt zu dem gekommen ist, dass der Weg eingeschlagen ist, das können wir lesen in diesen Versen. Und am Anfang ist es so, dass der Paulus sich auf den Weg macht für die zweite Missionsreise. Er startet da irgendwo in Antiochia und geht da auf Lystra und Derbe. Und dort beruft er den Timotheus. Und der Timotheus, der war ja ganz speziell. Der hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Das war überhaupt nicht typisch. Es war eigentlich auch nicht so, wie das hätte sein sollen, weil grundsätzlich sind die Juden unter sich geblieben. Und er war aber trotzdem sehr angesehen in seiner Gemeinde. Und weil sie Rücksicht nehmen haben auf die Juden, hat er sich dann beschneiden lassen. Und das ist so typisch gewesen, dass man als Jude beschnitten war, aber weil er halt eben einen griechischen Vater hatte, ist bei ihm das nicht so klar gewesen, wie man das regeln soll und wie man das machen soll. Und der Paulus hat aber gewusst, sie gehen immer voraus und werden, egal wo sie hinkommen, immer wenn sie in eine neue Stadt hineinkommen, das Erste, was sie machen, ist, sie nehmen Kontakt auf mit den Leuten in der Synagoge, mit den Juden, wo sie sehr eng und vertraut sind mit ihrer Kultur und dem, was sie leben. Und darum hat er gesagt, komm Timotheus, lass dich doch beschneiden, damit wir Rücksicht nehmen auf das. Aber was heisst denn das genau? Was hat das für eine Bedeutung gehabt? Für mich sind zwei entscheidende Sachen dabei herausgestochen, die ich möchte zeigen. Und zwar das eine ist, wo wir lesen im 1. Korinther 9, Vers 20. Und zwar steht dort, den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso. Obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen.
All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Also in erster Linie sagt er, steckt dort drin inne, in dieser Aufforderung, der Timotheus, lass dich doch beschneiden, steckt dort drin, hey, lass uns eine Gemeinsamkeit suchen. Lass uns etwas finden, wo wir einen Schritt auf sie zu machen können. Einen Schritt ihnen näher kommen. Einen Schritt auch eine Gemeinsamkeit haben. Und die zweite Sache steht im Römer 2, Vers 27, Vers 29, wo der Paulus ganz genau darüber beschreibt, was denn das eigentlich bedeutet, beschnitten zu sein. Oder was das auch für uns heute könnte bedeuten, weil wir das ja nicht mehr machen. Und zwar steht jetzt im Vers 27, ja, Unbeschnittene, die aber das Gesetz Gottes erfüllen, werden sogar Richter über euch Juden sein. Die ihr beschnitten seid und das Gesetz Gottes kennt, es aber nicht befolgt. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der von jüdischen Eltern geboren oder nach jüdischem Brauch beschnitten wurde. Nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Also in der Berufung von Timotheus stecken also die zwei Sachen. Lass uns Gemeinsamkeiten suchen mit den Leuten, wo wir begegnen wollen und die guten Nachrichten bringen. Lass uns ihnen näher kommen und herausfinden, wo wir miteinander unterwegs sind. Und das Zweite ist, lass uns unser Herz verändern, erfüllt vom Heiligen Geist. Und vor allem das Gesetz Gottes immer mehr kennenlernen. Wenn man da ein bisschen in den Text hineinschaut, dann sieht man, dass es geht da mega viel um Gesetz und immer Gesetz. Und das klingt mega irgendwie so, ui, das könnte anstrengend werden. Das wird man ja vielleicht nicht unbedingt so anstrengend haben. Für das Gesetz Gottes, im Griechischen übersetzt, heisst es eigentlich nichts anderes wie eine Wegleitung, eine Anleitung. Etwas, das wir mitnehmen können für unser Leben. Und es ist mit dem auch nichts anderes gemeint wie das Wort Gottes. Zum Teil wird es gebraucht für die 5 Bücher Mose, zum Teil wird das Gesetz gebraucht für die ganze Heilsgeschichte von Gott, die er hat für uns Menschen. Also für die ganze Geschichte von Anfang bis zum Schluss. Zum Teil wird das Wort Gesetz gebraucht, um einfach die einzelnen Gebote zu betonen, die Gott für uns im Leben mitgeben will. Also es steckt viel mehr dahinter, einfach nur Regeln, sondern es stecken Geschichten dahinter, die für uns und unser Leben wichtig sind. Es stecken Geschichten dahinter, die wir in der Bibel lesen können und wo wir immer wieder herausgefordert sind, um auch über dem meditieren und das auch wirklich brauchen und anzuwenden. Ich meine, wir Christen, es ist ja schon ein bisschen so, dass zum Teil sogar wir Christen vergessen haben, die Bibel zu lesen. Weil wir nicht mehr genau vielleicht wissen, was damit anfangen, oder es ist nicht mehr so klar, was wirklich was bedeutet und was wirklich, wenn ich jetzt mit dem umgehen soll. Aber wir sind immer wieder herausgefordert, die Bibel zu lesen und das Gebot und die Gesetze zu studieren und die uns zu verinnerlichen. Und aus dem heraus werden wir dann befähigt und wird es möglich, Gemeinsamkeiten zu finden und miteinander unterwegs zu sein und sein Herz zu verändern zu lassen. Ich war gestern auch an der Go-Konferenz und Ulrich Bazzani, das ist einer der grössten deutschen Evangelisten, hat eine Rede gehalten. Und eins, was er gesagt hat, das hat mich recht bewegt und das passt recht gut. Und zwar hat er gesagt, gerade die Jungen heutzutage getrauen sich nicht mehr, die Bibel zu lesen und vertrösten sich mit irgendwelchen Worship-Texten
und sagen, das ist ja das, was auch langt. Das ist ja auch genug. Aber das ist es eben nicht. Sondern wir sind immer wieder herausgefordert, die Bibel zu lesen und die Geschichten in uns zu verinnerlichen und mitzunehmen und so dann auch unser Herz verändern zu lassen. Ich finde es noch cool, weil wenn nachher geht es weiter in Apostelgeschichte 16, 4-5, wo steht, dann zogen sie von Ort zu Ort und erklärten den Menschen, was die Apostel und Ältesten in Jerusalem mit Blick auf die Gebote für die Nichtjuden beschlossen hatten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Also sie sind nachher weiter unterwegs gegangen, nachdem er den Timotheus berufen hat, oder, und ihn mitgenommen hat. Der hat ein cooles Herz gehabt, der war irgendwie gut angesehen gewesen, der hat irgendwie wahrscheinlich noch eine recht nice Beziehung auch mit der Bibel gehabt und so. Das ist noch cool. Und hat ihn also mitgenommen auf den Weg und hat gesagt, und nachher sind sie das erzählen, was sie die Apostel und Ältesten beschlossen haben. Was ich da noch spannend finde, ist ja eigentlich, sie haben dann so gewisse Gebote gebracht, wo auch der Paulus nicht alle aufzählt, weil es scheinbar wie nicht so wichtig ist, was das für Gebote sind. Man kann die schon nachlesen, wenn es einem Wunder nimmt, im Korintherbrief, weil sie die ja ganz viele verschiedene Gemeinden gebracht haben. Aber auch in verschiedenen Briefen tut er die Gebote nicht wirklich aufzählen. Weil es ist wahrscheinlich ihm viel wichtiger gewesen, dass eben etwas im Fokus steht. Und zwar ist es ihm wichtig, dass nicht im Fokus steht, was die Apostel und Ältesten beschlossen haben, sondern es ist ihm wichtig, dass im Fokus steht, dass wir aufgefordert werden, zum entdecken, was in der Bibel steht. Also es geht eigentlich nicht darum, was die Leute beschlossen haben, sondern es geht um die Geschichte, um den Jesus, der uns begegnen möchte und unsere Gemeinschaft sucht. Und in erster Linie die Gebote und Gesetze da sind, damit die Gemeinschaft mit unserem Gott kann aufrechterhalten sein und nicht kaputt geht. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Wir sind also immer wieder herausgefordert, in die Bibel zu tauchen, unseren Gott kennenzulernen, herauszufinden, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Wie er dir möchte begegnen im Leben. Weil dort hinein offenbart er sich. Und dort hinein sagt er, wie er ist und was ihm wichtig ist. Und sie sind umgegangen und haben die Gebote und die Beschlüsse haben sie weiterverzählt und sie sind miteinander im Glauben gestärkt worden und die Zahl der Gläubigen ist von Tag zu Tag größer geworden. Steckt auch ein bisschen Einheit dahinter, glaube ich. Einheit, miteinander die Bibel zu lesen, miteinander Gebote zu studieren, im Austausch bleiben in der Gemeinschaft, über das, was die Bibel und über uns sagt. Weil es ist ja einheitlich verbreitet worden. Die Nachrichten sind überall angebracht worden von Paulus und man hat das so angenommen und man hat das so bewegt in der Gemeinde. Dann lesen wir weiter. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. Das können wir da vielleicht ein bisschen genauer da zeigen. Debbie hat mir die Map gezeichnet, das ist noch cool, mit allen Ortschaften drauf, die wir in der Predigtserie werden brauchen. Und dann sieht man da schön, dass sie dann halt da losgezogen sind. Und dann da durch Phrygien und Galatien. Also das ist die heutige Türkei und dann ist Griechenland. Und dann sind sie da zwischendurch gereist.
Und dann haben sie da auf Asien, das war das Gebiet gewesen. Also sie wollten nicht auf Asien über. Ich habe immer gemeint, sie wollen auf Asien gehen, aber das stimmt gar nicht. Sie wollten da in das Gebiet da reingehen. Und dann hat mir der Heilige Geist gesagt, nein, das ist jetzt nicht dran. Und dann haben sie da auf Bithynien und ja, genau. Und hat mir der Heilige Geist gesagt, ja, dort sollte jetzt auch nicht hingehen. Und das ist eigentlich, es weiss niemand so genau, wieso das der Heilige Geist gesagt hat. Also es gibt die einen versucht, das irgendwie zu begründen mit das Gebiet da oben im Norden. Das Gebiet oben im Norden sei eher für den Petrus vorgesehen gewesen, dass er dort oben kann die gute Nachrichten verbreiten. Aber ja, es ist eigentlich eine mega spannende Stelle, aber es ist mega schwierig zu sagen, warum das der Heilige Geist da ihnen gesagt hat, da ist keine Tür offen. Es ist nicht der Weg, den ihr einschlagen sollt. Es ist Gott, der sie irgendwie dort durchgeleitet hat und gesagt hat, das ist nicht der Weg, den du einschlagen sollst. Er hat nicht Türen aufgemacht, sondern er hat Türen zugemacht. Und gesagt, hey, Geduld. Also sie sind da unterwegs gewesen, und das sind mehrere Tage gewesen, und sie haben eigentlich sich darauf gesehen, dass sie die gute Nachricht weiterverzählen können, dass sie die riesige Botschaft rausbringen, oder? Und sie haben sich mega gefreut auf das und haben sich gefragt und gebetet und Gott, was ist dein Plan, wo sollen wir durch und was ist dran, und Gott hat die Türen zugemacht und sie sind einfach weitergegangen, und es ist wie nicht so klar gewesen, was sie machen sollen. Und dann lesen wir in den Versen 9 bis 10, in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Also sie haben geträumt, der Paulus hat geträumt von einem Mann aus Mazedonien, das ist da auch Mazedonien, also eher so. Und sie haben dann geträumt, dass sie da von Troas mit dem Schiff auf Neapolis das Evangelium verkünden. Das war eigentlich das erste Mal, wo dann die gute Nachricht von der Bibel von Europa gekommen ist. Und das ist etwas recht Weltbewegendes und richtig cool. Ich finde es noch lustig, dass es auf Neapolis war. Also sie sind ja dann wirklich, also man muss das schon sehen, sie haben ja dann einen Halt gemacht und auf dieser Insel. Und da hat Gott ihnen auch Türen zugemacht, und dann haben sie weiter mit dem Schiff und haben gesagt, er möchte, dass sie da hingehen, auf Mazedonien. Und dann sind sie auf Neapolis angekommen. So vielleicht ein lustiger Funfact nebenbei: Es gibt etwa 4'500 Neapolis auf der Welt. Weil Neapolis heisst Neustadt, und jeder, der eine neue Stadt bauen hat, hat das Gefühl gehabt, er müsse sie Neapolis nennen. Sie ist ja neu. Und sie sind dort angekommen in Neapolis. Neapolis hat eine ganz spezielle Bedeutung gehabt, auch in dieser gewissen Zeit. Das ist sehr ein wohlhabendes und sehr sehr gute Gegend gewesen. Denen ist es gut gegangen. Die sind auch an der richtigen Handelsroute angeknüpft gewesen, dass sie wie orderlich können mit den Stoffen und so handeln, und so ein bisschen Gucci und Armani steht voll im Trend gewesen. Nein, ist es wirklich gut gegangen. Und der Paulus musste dort hingehen. Was mich mega fasziniert eigentlich ist, dass der Paulus dort hingeschickt worden ist ja nicht ein Mazedonier gewesen, der gekommen ist und gesagt hat, hey, ich brauche Hilfe, komm du zu uns. Also es war nicht ein Mazedonier gewesen, der übergesegelt ist und gesagt hat, Leute, kommen zu uns, es geht uns nicht gut oder es ist irgendwie nicht angebracht, sondern es war ja Gott gewesen, der den Paulus gerufen hat, um auf Mazedonien zu gehen. Der Mann, der ihm begegnet im Traum, das ist ja nicht ein Mann, den es wirklich gibt, sondern das ist Gott, der ihm zeigt, es ist Zeit, um dort hinzugehen, weil sie brauchen das.
Und das, obwohl Neapolis so eine wohlstehende und gut versorgte und eine Stadt ist, wo eigentlich alles hat. Und so ist es für sie klar gewesen, dass sie losgehen und abreisen. Um dort in Mazedonien die Botschaft zu verkündigen. Und die Botschaft verkündigen, wie es da im letzten Vers steht, wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Das ist so im Griechischen übersetzt irgendwie so Evangelizo und heißt so viel wie aktive Tat, Gott Good News verbreiten. Also es ist wirklich etwas, was wir tun sollen. Also Gott ruft sie zum Rausgehen und das tun. Und er ruft sie nicht irgendwo hin, wo die Menschheit, wo sagen, wir brauchen Hilfe, sondern er ruft sie irgendwo hin, wo er möchte, wo er uns möchte haben. Und das ist das ist zum Teil ein bisschen ein lustiger Weg. Das ist noch nice. Also so müsste das nicht ganz sein. Aber vielleicht kannst du mir ja schnell die Folie blenden, wo der blaue Weg nachher auf Embrach kommt. Es macht Schlaufen und es geht manchmal vielleicht nicht dort durch, wo wir es gerne möchten. Und es sind manchmal auch nicht die Leute, die wirklich uns um Hilfe rufen, sondern es ist Gott, der uns irgendwo hinruft. Wir lesen im Prediger, mir ist es auch klar geworden, dass alles, was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann hinzugefügt und nichts kann weggenommen werden. Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Alles, was heute ist, besteht schon seit langer Zeit und alles, was in Zukunft sein wird, hat bereits in der Vergangenheit existiert, denn Gott holt wieder hervor, was in der Vergangenheit gewesen ist. Alles zu seiner Zeit. Ich finde es faszinierend, wie sich das Evangelium, wie sich die guten Nachrichten in der damaligen Zeit von Jerusalem aus verbreitet haben in die ganze Welt. Wie der Paulus losgezogen ist, einen Weg eingeschlagen hat, wo Gott ihm gegeben hat, wo kein einfacher Weg ist, wo wir auch schon gehört haben auch von Philemon, was alles auf den Paulus zugekommen ist, wo sie haben müssen leiden. Aber es war eine Botschaft, wo sie so fest gefeiert haben, wo sie so fest haben können dahinter stehen, dass sie die Schlaufen und die Umwege und die Schwierigkeiten, die sie damit verbunden haben, um das zu verbreiten in dieser ganzen Welt, auf sich genommen haben. Und das, was wird gewesen, das holt Gott auch wieder hervor. Und das, was war in der Vergangenheit, holt er wieder hervor. Es ist Zeit, um die Botschaft immer wieder führen zu holen und wieder rauszutragen und wieder zu verbreiten in dieser ganzen Welt. Die gute Nachricht den Menschen zu bringen. Es ist Zeit, dass wir anfangen können, wie der Timotheus, Hindernisse oder Sachen, die uns irgendwie davon abhalten, können ablegen, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, um die gute Botschaft weiterzubringen. Und es ist Zeit, dass wir hören können, wo Gott uns ruft. Dass wir hören können, wo möchte er uns hinrufen. Auch wenn es manchmal noch gerade so viel Schlafen drin hat und nicht einfach ist. Und es ist Zeit, dass wir wieder in Einheit miteinander Gottes Gebot studieren und lesen und dort innen einen Schatz entdecken, der unglaublich wertvoll ist. Ich weiss nicht,
von was du dich treiben lässt oder was dir wichtig ist? Ist es eher alles zu seiner Zeit? Wow, 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 gell, nicht jetzt. Also bei mir ist es dann noch nicht dran. So wie es im Sprichwort gebraucht worden ist. Oder ist es wirklich das alles zu Gottes Zeit? Und für Gott ist es jetzt Zeit, weil er wünscht sich, dass wir Menschen mit dieser guten Botschaft erreichen können. Ich möchte noch beten. Jesus, es gibt keine Botschaft auf dieser Welt, die sich so schnell verbreitet hat in der Zeit von Paulus und nachher in der ersten, also zu der Kirchengeschichtszeit ganz am Anfang, wie deine Botschaft. Und die Botschaft, das Evangelium, das ist nicht einfach eine Geschichte, sondern das bist du, Jesus. Jesus, du, der dich bekannt machst unter den Menschen und dich ihnen zeigst. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer mehr dürfen, als Menschen uns nicht leiten lassen von unserem Sprichwortartigen, alles zu seiner Zeit, jetzt da nicht. Sondern dass wir dürfen immer wieder miteinander in Einheit dein Wort studieren und deine Geschichten verinnerlichen und dich versuchen, in jedem einzelnen Teil der Bibel zu entdecken, Jesus. Dass wir dürfen miteinander versuchen, immer wieder auch hören, wo du uns möchtest rufen, Herr. Wohin du uns möchtest rufen und wo du uns möchtest brauchen, um deine guten Nachrichten zu verbreiten. Ich danke dir, Jesus, dass du dort hinein mit uns bist und Türen auf und Türen zu tust und uns begleitest. Dass du uns zeigst, wo wir sollen durchgehen, auch wenn der Weg manchmal viele Kurven drin hat und Schwierigkeiten mit sich bringt. Dass wir einfach wissen, dass du dort hinein mit uns mitgehst und uns ganz nahe bist. Amen.